Hallo meine lieben Techies, ich bin der Troy und willkommen beim Troy's Tech Talk. Und ich durfte das Ding testen, den Tobii Eye-Tracker 5, ein Eye-Tracker für PC-Gamer. Also das Ding weiss quasi, wo man auf dem Monitor hinschaut und so kann man in gewissen Games Sachen steuern. Und wir schauen uns heute an, wie man das Ding installiert, was man damit machen kann, für wer das es gemacht ist. Aber zuerst gehen wir direkt ins Unboxing. Der Tobii Eye-Tracker 5 kommt in dieser schlanken, aber schönen Box her. Auf der Seite der Verpackung haben wir die wichtigsten Specs sowie die Anforderungen für den PC aufgedruckt, aber dazu kommen wir nachher nochmal. Und hinten drauf haben wir noch ein paar Infos, zum Beispiel, wie man das Ding einsetzen kann. Und auch nochmal ein paar visuell dargestellte Spezifikationen vom Produkt, die ich aber nachher nochmal durchgehen. Machen wir mal Kleberli von der Verpackung weg und schauen, was drinnen ist. Also ich finde, es ist sehr schön verpackt, muss ich sagen. Und wir haben das Hauptgerät mit dem Kabel. Die wichtigsten Stellen sind mit einer Folie geschützt. Und hinten sehen wir auch schon die Magnethalterung, die wir noch brauchen, um das Ding am Monitor zu befestigen. Das Hauptkabel ist übrigens 80 cm lang, aber in der Verpackung sehen wir dann noch ist nochmal eine Verlängerung von 1 Meter dabei. Angeschlossen wird der Eye-Tracker mit USB 2. Schauen wir uns das Zubehör an. Auf der Zubehörbox selber ist auch noch mal schnell drauf, was man alles so muss oder sollte machen. Also man schließt es an, Plug and Play. Man muss die Halterung für den Monitor natürlich noch anbringen. Dann kalibrieren wir das Ding einmal und am besten tut man das Produkt auch noch registrieren. Und auf der Innenseite der Zubehörverpackung haben wir sehr schön beschrieben, wie man das Produkt muss installieren und am Monitor anbringen. Und dafür gibt es 2 Varianten, nämlich eine für den nicht curved Monitor und eine für den curved Monitor. Und genau für curved Monitor ist eben eine spezielle Halterung vorhanden, wo wir aber nachher gerade sehen. Es ist ein Reinigungstüchlein dabei, das man braucht, um am Monitor die Stelle zu reinigen, wo man nachher die Halterung befestigen will, damit die auch richtig klebt. Dann haben wir die Halterung für Curved Monitore. Das ist auch die ich nachher brauchen werde. Und darum schauen wir uns das nachher genauer an, wie das funktioniert. Dann haben wir natürlich das Verlängerungskabel, das ich vorhin erwähnt habe, 1 Meter zusätzliches Kabel, falls 80 cm nicht länger. Und dann haben wir noch 2-mal eine Halterung für nicht curved Monitore dabei. Das ist ein simpler Metallstreifen, den man dann auf den Monitor klebt, wo man anschliessend den Eye-Tracker magnetisch drauf befestigen kann. Und dann haben wir in der Verpackung schlussendlich noch Garantie- und Sicherheitsbestimmungen. Und that's it. Das ist in der Verpackung drin. Und am besten schauen wir uns jetzt schnell ein bisschen die Specs an. Das ist nämlich genau das, was aufgedruckt ist auf der Verpackung. Also die Dimensionen des Geräts sind 285 x 15 x 8,2 mm. Das Eye-Tracking funktioniert bei einer Distanz vom Monitor von 45 bis 95 cm. Die maximal kompatible Monitorgröße beträgt 27 Zoll bis 16 zu 9 oder 30 Zoll bei 21 zu 9. Also alles, was grösser oder breiter ist, funktioniert nachher wahrscheinlich nicht mehr so gut mit dem Eye-Tracking. Ich habe zum Beispiel einen Super Ultra Widescreen Monitor und der wäre viel zu breit. Aber ich muss sagen, in diesem Bereich, im mittleren Bereich des Bildes, funktioniert das Eye-Tracking noch. Also das heisst nicht, dass das Gerät sagt, hey, nein, es geht gar nicht. Aber es wird auch sehr ungenau auf die Seiten raus, wenn der Monitor zum Beispiel zu breit ist. Zum Testen habe ich aber nochmal einen separaten Monitor bekommen, den wir noch dann sehen. Und das ist ein 27 Zoll 16 zu 9 Monitor, der also kompatibel ist mit dem Gerät. Wie schon gesagt, schließen wir das Gerät über einen freien USB 2-Port am PC an und wir haben dazu 80 cm Kabel plus nochmal 1 Meter Verlängerung, also insgesamt 1,8 Meter. Das Ganze ist kompatibel mit Windows 10 und Windows 11, also nicht Mac OS. Als Mindestanforderungen an PC-Hardware nennen sie folgendes. Und zwar sollte die CPU mindestens ein Intel Core i3, i5 oder i7 sein von der 6. Generation oder etwas Vergleichbares natürlich von AMD. Und
mindestens 8 GB RAM braucht es und natürlich einen freien USB-Port. Genau, das sind Specs und für all die sich jetzt fragen, hey, was hat denn der Tobii Eye Tracker 5 besser als der Tobii Eye Tracker 4C, den ich nämlich auch noch habe. Tobii sagt auf ihrer Website, dass im Vergleich zum Eye Tracker 4C beim 5 die Reaktionszeit höher ist. Das Head-Tracking funktioniert anscheinend besser. Und was ich vorhin auch schon gemerkt habe, beim 5 sind mehr Halterungsmöglichkeiten dabei als beim 4C. Weil der 4C kommt mit der standardmagnetischen Halterung her, die nicht geeignet ist für Curved-Monitore. Ich habe damals auch eine Halterung 3D gedruckt und habe sie so dann auch auf meinem Curved in Betrieb nehmen. Aber auf jeden Fall diverse Verbesserungen gegenüber dem Vorgänger und vor allem eben Reaktionsgeschwindigkeit und Head-Tracking, das ist natürlich sehr wichtig. Und was auch noch erwähnenswert ist, der Eye Tracker 5 läuft mit einer neueren Software. Also der 4C hat eine andere Software, die man sich herunterladen muss. Und der Eye Tracker 5 hingegen hat eine Software, die man sich auch im Microsoft Store herunterladen kann, also sehr unkompliziert. Und alles sieht natürlich ein bisschen schöner und moderner aus. Genau. Kommen wir zur Installation vom Eye Tracker, der super simpel ist. Also natürlich muss man den Eye Tracker einmal am Monitor anschliessen, mit Hilfe der Halterungen, die man einmalig anklebt. Aber nachher ist es wirklich Plug and Play, also einstecken, und die Software ist dann auch schon da, weil sie direkt vom Microsoft Store ablädt. Also das Ganze sehr unkompliziert. Aber wir schauen uns das schnell Schritt für Schritt an, was ich da alles gemacht habe, um das zu installieren. Wie schon erwähnt, habe ich zum Testen einen separaten Monitor bekommen, zwar einen 27 Zoll 16:9 Monitor, und das auch aus dem Grund, weil mein eigener Monitor viel zu breit ist und so nicht kompatibel wäre oder dann halt das Eye-Tracking nicht mehr so gut verhebt über die ganze Breite. Und was ich in meinem Fall jetzt brauche, ist die Halterung für Curved Monitoren, die ich werde anbringen an dem Monitor. Und das Erste, was ich mich gefragt habe, war tatsächlich, hey, muss jetzt die Halterung wirklich perfekt, also wirklich auf den Millimeter genau in der Mitte vom Monitor hocken. Und es macht natürlich Sinn, dass die Halterung auch so gut wie möglich in der Mitte vom Monitor platziert ist. Aber ich muss dazu sagen, man kann nachher in der Software das Ganze noch kalibrieren. Und sollte es nicht genau in der Mitte sein, kann man das immer noch in dem Sinne in der Software so entsprechend einstellen, dass es trotzdem dann funktioniert. Aber nichtsdestotrotz habe ich mich gefragt, wie mache ich das jetzt, dass die Halterung so mittig wie möglich beim Monitor ist. Klar habe ich das Logo auf dem Monitor, wo man sagt, wo die Mitte ist, ja, aber so exakt habe ich es halt auch nicht können sagen. Und ich habe dann gehofft, dass ich in der Software, also wenn ich die Software starte, also ich dort irgendwie so die Mitte angezeigt bekomme. Ist aber nicht der Fall gewesen. Ich habe aber dafür 2 Striche gehabt, die man auf dem Eye Tracker selber auch sieht. Und zwar sind das die beiden Striche, die wir hier und hier sehen. Die sieht man nachher auf dem Bildschirm über die Software. Und mit Hilfe von dieser Info kann man es dann auch tatsächlich mittig auf dem Monitor platzieren. Aber die Info kommt erst, nachdem man die Kalibrierung gestartet hat. Und vor der Kalibrierung heisst es, hey, du musst zuerst den Eye-Tracker montiert haben. Aber egal, ich bin einfach Perfektionist, ich wollte das halt so gut wie möglich machen und es hat dann auch funktioniert. Ich habe den Unterteil vom Monitor mit dem Reinigungstüchli gründlich geputzt, damit die Halterung dann auch richtig kleben bleibt. Und dann habe ich die Halterung zusammen mit dem Eye-Tracker angehabt, weil nur mit dem Eye-Tracker sehe ich ja, ob es mittig ist. Und als ich die richtige Position verwünscht habe, habe ich das Licht angedrückt. Den Eye-Tracker habe ich dann wieder weggenommen und die Halterung dann so richtig befestigt. Ein paar Mal gut angedrückt, damit es auch sicher dran klebt. Und das muss natürlich auch noch sein. Wir entfernen die Schutzfolie von den Sensoren beim Eye-Tracker. Und jetzt sehen wir auch, wie einfach man den Eye-Tracker über die magnetische Halterung am Monitor anbringen kann und natürlich auch wieder entfernen. Die Halterung für Curved Monitore hat übrigens auch noch eine Neigungsfunktion, sodass man den Eye-Tracker eher nach oben stellen kann, je nachdem wie weit oben dass man
dass man positioniert ist. Kommen wir zu der Software und die installiert es tatsächlich automatisch oder hat es auf jeden Fall in meinem Fall automatisch installiert. Ich bin übrigens auf Windows 10 und zwar, ich habe den Eye-Tracker einfach eingesteckt an einem USB-Port und dann hat es schnell ein paar Sekunden gedauert und dann ist die Tobii Experience App aufgegangen, die wir jetzt hier auch vor uns haben. Und ich gehe mal schnell durch, was wir hier direkt auf dem Startscreen für Möglichkeiten haben. Also einerseits haben wir hier so einen Game-Bereich. Wenn wir hier reingehen, öffnet sich auch nochmal eine neue App, die heisst Tobii Game Hub, wo wir alle Games aufgelistet haben, die kompatibel sind, plus auch Games, die wir schon installiert haben und kompatibel sind. Wir haben dort dann auch die ganzen Einstellungsmöglichkeiten, aber das zeige ich nachher dann noch näher. Dann haben wir hier den Bereich Stream und das ist sehr interessant für alle, die streamen, also auch für mich in dem Sinne interessant. Und zwar kann man den Tobii Eye Tracker auch integrieren in die eigenen Streams. Es gibt da eine Twitch-Extension und so weiter. Man kann das in das OBS einbinden etc. Aber dazu erzähle ich nachher noch ein bisschen mehr. Was wir weiter haben, sind Sicherheitsfunktionen. Das sind auch die ersten Funktionen, die direkt jetzt in dieser App sind und auch die ersten Features, die der Eye-Tracker bietet. Und zwar kann man einstellen, dass sich Windows automatisch sperren, wenn man nicht mehr vor dem PC hockt, was ich tatsächlich noch eine sehr nützliche Funktion finde. Zum Beispiel, wenn man noch andere Leute in der Wohnung hat, die nicht Zugriff haben auf das eigene Windows-Profil, dann kann man sagen, hey, den PC sperren, sobald ich weglaufe vom PC. Dann haben wir weiter die Windows Hello-Funktion, wo man da direkt über den Button einrichten kann. Windows Hello ist eine Windows-eigene Funktion zum Entsperren vom PC, basierend auf biometrischen Daten, die die Hardware liefert. Und in diesem Fall ist der Tobii Eye Tracker so eine Hardware, die das unterstützt. Das heisst, wenn man vor dem PC hockt und der Anmeldebildschirm kommt, checkt der Tobii Eye Tracker, okay, das ist die Person, die vor dem PC hockt, und entsperrt direkt den PC oder meldet sich direkt im Profil an. Ich finde das ein super nützliches Feature, weil dann muss man nicht mehr Passwort oder PIN-Code eingeben, sondern kann einfach hinhocken und man wird angemeldet. Dann haben wir hier unter Produktivität noch weitere Features, die ich schnell durchgehe. Und zwar kann man sagen, dass der Bildschirm abdunkelt werden, sobald man nicht mehr vor dem Bildschirm ist. Man kann dann auch sagen, wie viel soll er abdunkelt werden. Mit der Stay-Awake-Funktion kann man sagen, hey, der PC soll nicht in Schlafmodus gehen, solange ich vor dem PC bin. Also solange der Tobii Eye Tracker einem erkennt als Person, tut der PC nicht in Schlafmodus wechseln. Dann haben wir dort die Application Switcher Funktion. Die funktioniert so, dass wenn man ja Alt-Tab drückt im Windows, hat man die kleine Vorschau von all diesen Fenstern, die man dann wählen kann. Und mit Hilfe dieser Funktion kann man den Tobii Eye Tracker brauchen, um eigentlich dann nur die Vorschau anzuschauen. Also mit den Augen schaut man drauf und es wählt dann auch das entsprechende Fenster. Also statt dass man eigentlich immer Alt-Tab drückt, um das Fenster zu wählen, schaut man es einfach an. Ich finde das echt noch nützlich. Es ist etwas Kleines, aber irgendwie finde ich es noch cool. Dann haben wir hier eine Windows Snap Assist Funktion. Windows Snap Assist ist eine Windows-eigene Funktion. Das ist dann, wenn ihr ein Fenster nehmt und zum Beispiel ganz rechts überschieben, an den Rand raus, dann positioniert es das ja dann so Hälfte zum Beispiel. Und dann fragt es einem, was man dann in der anderen Hälfte für ein Fenster haben. Und mit Hilfe dieser Funktion kann man dann auch einfach auf die Vorschau von dem gewünschten Fenster schauen. Und das nimmt es dann auch als zweites Fenster in dieser anderen Hälfte zum Beispiel. Weil ich jetzt bei mir Windows Snap Assist komplett deaktiviert habe, bei Windows bringt mir die Funktion jetzt nichts, weil mich stört Windows Snap Assist meistens ein bisschen im Workflow. Aber das hat jetzt nichts in dem Sinn mit der Funktion von Tobii zu tun. Dann haben wir hier eine Funktion, die bewirkt, dass der Mauszeiger dort hinspringt, wo man hinschaut. Also man kann dann auch sagen, hey, wenn soll der Mauszeiger genau dort hingehen, wenn ich die Maus ein bisschen bewege oder wenn ich eine bestimmte Taste drücke. Das ist jetzt nicht etwas, das ich tatsächlich brauche, weil mich würde das eher stören. Aber für all die das cool finden und für die das nützlich wäre, könnt ihr das einschalten.
Bevor jetzt aber all die Funktionen natürlich laufen, muss man die Kalibrierung machen. Und ich glaube tatsächlich, das Erste, was auch kommt, wenn man die Software öffnet, ist Kalibrierung. Ich habe es jetzt schon kalibriert in dem Moment, wo ich das Video gedreht habe. Aber ich tue hier schnell zeigen, was eigentlich zuerst kommt. Und zwar ist das hier Setup Display. Ich mache es jetzt manuell. Zuerst kommt der Screen, wo man kann sagen, hey, wo ist der Tobii Eye Tracker unterhalb vom Monitor platziert. Und das sind jetzt auch die zwei Strichli, die ich vorhin erwähnt habe, die auf der Hardware aufgedruckt sind. Und da kann man jetzt sagen, wo sind die beiden Striche. Sprich auch, wenn man jetzt den Eye Tracker oder die Halterung nicht ganz in der Mitte montiert hat, vielleicht ein paar Millimeter nebendran, kann man da sagen, hey, es ist ein bisschen weiter links und so funktioniert nachher das Eye-Tracking immer noch sauber. Aber trotzdem schaue ich jetzt noch schnell, dass ich das richtig habe. Also beide Pfeile zeigen jetzt genau auf die Strichli auf dem Eye-Tracker. Dann gehe ich hier auf Done. Dann heisst es, ich muss gerade vor dem Monitor hocken, weil jetzt kommt nämlich die Kalibrierung von den Augen. Und das kommt jetzt eigentlich auch automatisch, wenn man das erste Mal das Tab startet. Ich gehe jetzt hier manuell schnell drauf. So sieht das nämlich aus. Es zeigt einem das erste Mal, dass es die Augen erkennt. Und es sagt einem auch, hey, du kannst dich in einem gewissen Bereich bewegen. Also man hat ein bisschen Freiheit in der Bewegung. Es ist natürlich immer noch limitiert. Aber man kann sich wirklich recht gut bewegen und die Augen werden immer noch erkannt. Im nächsten Screen müssen wir auf die Punkte schauen. Und auf den Punkt, wo wir schauen, der fängt dann an zu rollen und explodiert. Also so weiss man erstens mal, dass das Eye-Tracking funktioniert und die Software kann sich dann noch entsprechend kalibrieren, falls etwas nicht genau stimmt. Genau. Und so einfach ist das Ganze. Weil jetzt ist der Eye-Tracker schon kalibriert und wir können loslegen. Was auch noch erwähnenswert ist in der Software ist, man kann verschiedene Profile erstellen. Das heisst, man kann für jeden Benutzer ein Profil erstellen, ohne dass man immer die Kalibrierung machen muss. Jedes Mal. Also von dem her sehr nützlich. Dann haben wir hier noch eine Funktion, die jetzt sehr interessant ist zum Vorführen tatsächlich, aber auch sehr verwirrend, wenn man es erst mal einschaltet. Also, es ist nicht verwirrend, aber es ist auch interessant, weil genau dort, wo man hinschaut, dort ist nachher genau immer der Kreis. Also wenn ihr jetzt mich anschaut, seht ihr, dass das genau meinen Augenbewegungen entspricht. Überall, wo ich hinschaue, springt der Kreis hin. Also es ist wie ein Overlay, das eigentlich zeigt, hey, wie gut das Eye-Tracking funktioniert. Das ist aber natürlich etwas, das lässt man nachher nicht eingeschaltet, weil während dem Gamen wird man nicht immer den Kreis sehen, wo man hinschaut, weil man weiss ja schlussendlich schon, wo man selber hinschaut. Und jetzt, wo das Ganze kalibriert ist, würde ich sagen, gehen wir mal langsam Richtung Game. Und für das gehen wir in die Sparte rein, wo wir, nachher, wie gesagt, eine separate Software starten. Die installiert es je nachdem dann auch in diesem Moment. Und das ist Tobii Game Hub Software. Und in dieser Game Hub Software, also erstens haben wir hier mal ein paar Infos, noch ein paar News und in diesem Register haben wir alle Games aufgelistet, die kompatibel sind mit dem Tobii Eye Tracker. Und wir sehen, das sind insgesamt 172 Games aktuell, die Funktionen unterstützen von dem Eye Tracker. Die sind hier alle aufgelistet. Man kann hier auch filtern, wenn man nach einem bestimmten Game sucht. Man kann auch sagen, hey, ich will nach Funktionen filtern. Also ich will mir alle Games anzeigen lassen, wo ich irgendeinen Gegner kann markieren kann. Und dann sieht man hier die Games, die diese spezifische Funktion unterstützen. Und wir haben hier oben auch alle Games aufgelistet, die man schon installiert hat, die kompatibel sind mit dem Tobii Eye Tracker. Das ist jetzt in meinem Fall zum Beispiel der Euro Truck Simulator 2, wo wir uns nachher schnell anschauen. Dann weiter werden wir auch noch anschauen Shadow of the Tomb Raider und Star Citizen. Wenn man da übrigens draufklickt, hat man je nachdem, also man hat erstens mal da noch ein paar Infos und
man hat je nach Game dann auch noch Einstellungsmöglichkeiten. Die 3 Games, die wir jetzt aber anschauen, die haben die Einstellungsmöglichkeiten schon fix im Game drin. Also das ist quasi eine 100%ige Unterstützung vom Tobii Eye Tracker, der schon im Spiel implementiert ist. Und zum Beispiel bei Layers of Fear haben wir jetzt hier in dieser Software die ganzen Einstellungsmöglichkeiten. Also wir können hier sagen, ein- oder ausschalten vom Eye-Tracking oder von den Unterfunktionen. Dann. Ich kann sagen, hey, wie fest soll es reagieren, wenn ich rumschaue, oder wie fest soll es reagieren, wenn ich meinen Kopf drehe. Genau, also das ist von Game zu Game sehr unterschiedlich, was man da für Einstellungsmöglichkeiten hat. Und man kann auch hier wieder verschiedene Profile erstellen, was ich auch sehr nützlich finde. Aber ich würde sagen, wir gehen mal ins erste Game rein und schauen mal, wie gut das funktioniert. So, wir sind jetzt hier im Star Citizen drin. Ich muss ehrlich sagen, ich habe es noch nicht so häufig gespielt. Ich habe es auch schon gespielt, aber ich bin jetzt auf jeden Fall hier im Tutorial-Modus. Aber zum Vorführen funktioniert es auch schon. Es ist ein bisschen, es reagiert ein bisschen fest, denkt es mir. Aber wenn ich den Kopf drehe, merkt man, hey, im Spiel passiert was. Und ich kann auch näher hingehen und weiter weg. Ich glaube es einmal. Und auch wenn ich einfach nur die Augen bewege, dann tut es auch leicht die Sicht ein bisschen anpassen. Ja, also das funktioniert alles gut. Jetzt gehen wir aber schnell in die Einstellung rein und schauen uns dort noch schnell die Einstellungsmöglichkeiten an. Und zwar, im Star Citizen hat es so viele Einstellungen, das ist unglaublich. Wir haben hier Head Tracking und da kann man jetzt nämlich Tobii wählen. Also standardmäßig ist es auch disabled. Dann hat man andere Möglichkeiten, ich glaube für andere Hardware oder für die Webcam. Oder dann, wie gesagt, Tobii fix integriert. Und unten dran hat man noch die ganzen Feineinstellungen, die man noch machen kann. Ich könnte jetzt hier mal schnell schauen, ob ich da so ein Smoothing reinnehme, damit es nicht immer so wild hin und her schaut. Aber man kann hier auf jeden Fall viel einstellen. Ich gehe jetzt nicht alles durch. Ich glaube, wenn es mir nicht täuscht, kann man da auch einstellen, wenn das Head-Tracking aktiv sein und wenn nicht. Aber ich glaube, da muss man ich muss einfach allgemein noch zuerst noch ins Game hineinfinden, bevor ich da irgendwie genau weiss, was sind für mich die besten Einstellungen. Ich gehe da mal schnell wieder zurück. Schnell schauen. Ist es ein bisschen smoother? Es kann sein. Nochmal schnell etwas schauen. Ich sehe, die Head-Tracking-Einstellungen für Tobii sind hier separat. Also wir haben hier einerseits Head-Tracking für Faceware, aber was wir hier in diesem Moment brauchen, ist eigentlich Tobii-Einstellungen. Input Scale. Ich gehe da mal schnell auf 1. Schnell schauen. Ich weiss nicht, ob es einen Unterschied macht. Okay, das ist noch interessant. Wenn ich jetzt hier nur Gaze mache, das ist wahrscheinlich nicht so toll. Okay, wenn ich dort die Einstellung verstelle, reagiert er nicht mehr auf Head-Tracking, aber auf den Ort, wo ich hinschaue. Ja. Ich glaube, so ein Mix ist echt nicht schlecht. Auch da muss man irgendwie so ein bisschen den Sweet Spot finden, damit das auch gut funktioniert. Das ist wie der Mix. Also Gaze sind Augenbewegungen und Head ist das ganze Head-Tracking. Ich glaube, das war vorhin irgendwie da oben gewesen. Vielleicht irgendwie so ein Mix, 0,5. Das lasse ich mal so. Okay, ja, und Pitch. Könnte ich das auch ein bisschen runternehmen? Okay, das ist jetzt alles nur eine Seite. Also man kann wirklich die Einstellungen für die Sitzposition vornehmen. Man kann die Einstellung für First-Person-Shooter vornehmen. So weit bin ich noch gar nicht. Also teste ich mal schnell diese Einstellungen. Ja, ich glaube, es ist fast ein bisschen besser.
Also da brauche ich definitiv noch ein paar Feineinstellungen, damit ich da Schlag komme. Aber jetzt echt grundsätzlich die Funktion vom... Ups, lass uns da mal schnell... da schnell gerade stellen, sonst wird es mir schlecht. Einfach die Funktion vom Umschauen ist schon recht nice, muss ich sagen. Das gefällt mir sehr. Da muss man nicht immer mit der Maus hantieren. Und das ist genau in so einem Game, wenn man jetzt mit dem Raumchef rumfliegt und vielleicht noch einen Joystick hat. Das ist lustig, immer wenn ich in die Kamera schaue, dann schaut er natürlich da rauf. Also man hat Joystick und so weiter und hat vielleicht nicht unbedingt eine Hand frei zum Umschauen. Meistens hat man auf dem Joystick noch so eine Bedienung dafür, aber ich stelle mir das schon recht nice vor. Joystick-Bedienung, umschauen mit Head-Tracking. Und ich habe schon andere Input-Devices gesehen, die Head-Tracking können. Aber dann hat man je nachdem sogar noch irgendetwas auf dem Kopf. Also von dem her finde ich es halt schon nice, dass man nicht irgendwie Hardware muss anlegen muss, sondern dass das mit dem Eye-Tracker von Tobii so gut und smooth funktioniert. Das ist nice. Das ist echt nice. Gut, und weil ich mich im Star Citizen noch wirklich nicht so gut auskenne, gehen wir ins nächste Spiel, wo ich mich nicht so gut auskenne. Wir gehen mal ins Euro Truck Simulator 2 reinschauen. Ich nehme an, es wird dort etwas ähnlich sein mit umschauen, aber wir schauen uns dort einmal die Einstellungen an, die wir zur Verfügung haben. Genau. Wir sind jetzt im Euro Truck Simulator 2. Er schaut schon wieder wild um, wenn ich eine Kamera anschaue. Und auch hier wird Tobii Eye Tracking direkt unterstützt. In den Optionen kann man diverse Sachen anschauen. Wir schauen uns das schnell an. Das ist bei Controller-Einstellungen ganz unten. Kann man hier entweder aktivieren oder deaktivieren und dann hier noch weitere Einstellungen vornehmen. Auch hier kann man das nach Belieben so anpassen, wie es einem passt. Ich probiere es jetzt auch mal mit den Einstellungen, die ich schon drin habe. Und wir sehen jetzt hier, dass das schon mal funktioniert. Also Head-Tracking funktioniert. Und auch wenn ich umschaue mit den Augen, tut er an den entsprechenden Ort schauen. Oder den Kopf in dem Sinne drehen. Gut, also mal schnell schauen. Funktioniert das auch mit dem Vorhindern? Vorhindern funktioniert jetzt nicht. Aber ich muss sagen, es ist schon noch nice mit Head-Tracking. Auch hier wieder, gerade wenn man mit Lenkrad unterwegs ist, dann ist man halt froh, wenn man irgendwie auch ein bisschen umschauen kann. Und das auch direkt funktioniert mit dem Head-Tracking. Ich habe jetzt das Lenkrad aktuell nicht installiert, das wäre ein bisschen zu aufwendig gewesen. Darum sieht es so komisch aus, wenn ich da rumfahre. Der reißt da das Lenkrad immer so heftig um. Da. Aber es tut funktionieren. Bei Rot über die Ampel. Let's go. Und ich glaube, mehr muss ich auch schon nicht zeigen. Ich glaube, das zeigt recht gut, wie es funktioniert. Auch hier Euro Truck Simulator, nicht so meine Welt. Mich nimmt es jetzt vor allem eher Wunder, wie es ist in so einem Casual Game. Also sprich, Tomb Raider ist eines von diesen Games, das unterstützt wird. Und ich glaube, wir gehen dort noch schnell reinschauen. Das ist schon viel mehr die Art von Games, die ich auch zocke. Und dort nimmt es mich Wunder, wie ist der Eye-Tracker dort integriert. Wir sind jetzt im Shadow of the Tomb Raider, eher so ein Spiel, das ich spielen kann. Und auch mit Tobii Eye Tracker Unterstützung. Und am besten gehen wir mal schnell in die Einstellungen schauen, wo man das aktivieren kann. Wir haben tatsächlich unter Options direkt einen Punkt Tobii Eye Tracking. Und da sehr übersichtlich, was man kann damit machen. Also man kann es ein- und ausschalten, das Eye-Tracking. Man kann sagen, hey, Ziel dort hin, wo ich hinschaue. Das schauen wir uns nachher schnell an. Dann haben wir hier den Modus, wo Objekte werden hervorgehoben
und auch Gegner und so weiter. Und es ist so, wenn man einen Eye-Tracker hat und so ein Objekt anschaut, wird das auch leicht hervorgehoben, ohne dass man endlich den Modus muss aktivieren muss. Dann haben wir noch Befallen, dass es auch da das optisch hervorheben, aber das geht nur, wenn man ein Gamepad hat, weil soweit ich weiss, wenn man ein Gamepad hat, vibriert das auch, wenn man in der Nähe von einer Falle ist. Und mit dem Eye-Tracker, wenn man die Falle dann noch anschaut, wird sie noch visuell hervorgehoben. Genau, man kann da wieder Feineinstellungen vornehmen, wie fest Cells reagieren und Throw at Gaze, also wenn man ein Objekt rührt, dann kann man auch sagen, hey, es soll es dort hinrühren, wo man hinschaut. Und wir schauen uns das mal schnell an. Ich musste hier ein bisschen weit spielen, bis ich zu einem Ort gekommen bin, wo es auch irgendwie Sinn macht, wo ich das vorführen kann. Nämlich etwas das erste Mal, wo die Lara ihren Bogen wirklich gegen Gegner brauchen kann. Aber was wir schon mal gesehen haben, Head-Tracking ist schon mal am Laufen. Es ist nur minimal. Und das Gleiche auch, wenn ich jetzt mit den Augen umschaue, dann sieht man das auch minimal, dass sich da etwas verändert. Wenn ich da den Modus aktiviere im Spiel, wo es mir Objekt hervorhebt, sieht ja das so aus. Wenn ich das jetzt aber nicht aktiviert habe und trotzdem die Kiste dort auf der rechten Seite anschaue, wird die Kiste leicht hervorgehoben. Was mir eigentlich signalisiert hat, als ich gerade anschaue, ist etwas, mit dem kann ich interagieren. Also das wäre in diesem Fall Loot oder da die Flaschen, die ich nehmen kann zum Rühren. Jetzt kann ich tatsächlich auch ausprobieren, wie das funktioniert. Ja, das funktioniert tatsächlich sehr gut. Sobald ich Tasten drücke zum Rühren, nimmt es den Ort, den ich angeschaut habe, zum Hinrühren. Also wenn ich jetzt dort auf die Rücklichter von dem Lastwagen schaue, ja, links, rechts, okay, jetzt hat es nicht wollen, links, rechts, funktioniert das sehr gut. Mal schnell schauen, wie extrem dass ich das steuern kann. Okay, da habe ich tatsächlich auch hingeschaut. So, ich würde jetzt halt gerne schnell Gegner haben. Genau, das ist super. Können wir da schnell schauen, wie gut das funktioniert. Also, jetzt ist noch eine Funktion, dass auf den Gegner, den ich schaue, auf den zielt. Dann schauen wir schnell. Das funktioniert wunderbar. Und wenn ich auf keinen Gegner schaue, dann tut es zurücksetzen. Das finde ich jetzt noch nice. Nehmen wir den schnell, der dort oben steht. Tut es direkt anvisieren. Nehmen wir schnell den, der bei mir am nächsten steht. Tut es direkt anvisieren. Okay. Gut, es macht noch ein bisschen Auto-Aim tatsächlich, also es zielt auf den Kopf. Und ich merke, es ist nicht immer direkt am richtigen Ort. Jetzt ist er gerade ein bisschen umgesprungen, obwohl ich eigentlich ihn angeschaut habe. Der oben, der links und der sich dort versteckt. Okay, auf den kann ich gerade nicht zielen. Und das kann ich auch... Quasi während ich ziele, kann ich da einen anderen nehmen. Ja, der hat nicht wollen. Der ist verrückt. Aber es funktioniert wunderbar, muss ich echt sagen. Jetzt gehe ich gleich nochmal schnell in die Einstellungen und schaue, ob ich da Head Contribution. Okay, ich tue das mal auf. Also da kann man endlich auch einstellen, wie fest Cells auf Kopfbewegungen schauen und wie fest Cells auf die Augen schauen. Also wie fest soll die Kamera den Augen folgen. Ich würde jetzt sagen, Augen lassen wir so wie es ist, Head noch ein bisschen mehr. Und da tun wir es noch ein bisschen auf. Und dann schauen wir mal, wie das wirkt. Okay, also jetzt definitiv schon ein bisschen mehr Bewegung. Ich muss aber jetzt auch ehrlich sagen, in so einem Spiel werde ich eigentlich nicht die ganze Zeit meinen Kopf bewegen. Ich glaube, ich würde schon eher immer noch mit dem Controller herumschauen. Vielleicht ist es dann tatsächlich auch noch nice, wenn wir eher das Eye-Tracking auftönen und das Kopftracking eher wieder runter.
Schauen, wie das wirkt. Okay, jetzt merke ich nicht einmal so einen grossen Unterschied. Gut, Kopf tut immer noch so... Kopf haben wir wieder auf Default, also tut nicht mehr so fest. Ja, es ist so ein bisschen... Finde ich es eigentlich noch cool. Okay, den habe ich nicht gesehen. Oh, Zwischensequenz. Okay, nochmal schnell schauen, wie das wirkt. Mit Zielen. Okay. Also ich muss sagen, da finde ich echt noch nice. Ich kann die Gegner anschauen und es zielt auf den Gegner. Okay, also das Game hat natürlich schon ein bisschen Auto-Aim dabei, wie man sieht. Aber ich kann halt wirklich schön im Voraus die Auswahl treffen, wo ich hinschiessen. Jetzt haben wir gerade gesehen, es ist eigentlich schnell weg. Also manchmal reagiert er ein bisschen komisch. Ich finde es noch nice. Und das Spiel muss ich sowieso unbedingt mal durchspielen. Und vielleicht mache ich es sogar mit aktiviertem Eye-Tracking. Schauen wir uns nochmal schnell Details an hier in der Software. Und zwar geht es hier um Streaming-Funktionen. Wie gesagt, den Eye-Tracker kann man auch brauchen für Streaming-Sachen. Man kann das implementieren in den eigenen Streams auf verschiedene Art und Weise. Da kann man auch sehr kreativ sein, wie man es nachher effektiv braucht. Aber zum schnell erklären, es gibt auch wieder eine separate Software, die nennt sich Tobii Ghost. Und die sieht so aus. Und da sehen wir auch schon eine weitere Funktion, die es noch gibt. Nämlich gibt es Stream Deck Plugins zum Tobii Ghost Software ein bisschen weit steuern. Also ich glaube, man kann so Profil aktivieren und das Overlay ein- und ausschalten und Settings-Sachen. Und da sehen wir in den Einstellungen, dass man da das Ding direkt mit Twitch brauchen kann. Es gibt eine Twitch-Extension. Das funktioniert so, dass endlich der Zuschauer dann wählen kann, ob er das Overlay sehen oder nicht. Also das ist nicht etwas, das der Streamer steuert mit «Ich zeige euch jetzt allen das Overlay». Weil je nachdem gibt es Leute, die stört das und die wollen jetzt nicht immer sehen, wo die Augen hinschauen vom Streamer. Und das finde ich noch cool, dass es für das eine Twitch-Extension gibt. Ich habe das häufiger mal gesehen bei grösseren Streamern, die so ein bisschen Ego-Shooter spielen, also die wirklich sehr professionell unterwegs sind und die Spiele extrem gut im Griff haben. Und dann finde ich es eben tatsächlich noch interessant, zu wissen, hey, wo schaut er überhaupt hin, auf was tut er sich alles achten oder auf was ist er fokussiert in dem Moment. Also wirklich so eine Funktion, die einen Mehrwert bieten kann für den Zuschauer tatsächlich. Und wir haben jetzt auch verschiedene Funktionen. Also erstens mal kann man sich mit Twitch verbinden. Ich bin jetzt tatsächlich mit meinem privaten Account schon verbunden. Man kann sagen, hey, welcher Bereich soll überhaupt getrackt werden. Vielleicht will man nicht alles tracken. Und man kann hier das Overlay einschalten. Das ist wie ein separates Programm, also ein Exe, das läuft, wo man nachher im OBS kann separat capturen. Das hat jetzt nichts zu tun mit der Extension selber, weil die Extension zeigt das nochmal ganz separat an, ja nur im Viewer. Und mit dieser Funktion Render Overlay kann man eigentlich selber das steuern. Also wenn man für alle das Overlay einschalten und einblenden will, dann kann man da das holen, ohne dass man es selber immer sieht. Das heisst, man sieht eigentlich das Overlay nicht mit dem Kreis, aber man kann es im OBS einbinden als zusätzliche Quelle, wo man über das Gameplay dann reinleitet. Man kann auch hier sagen, hey, es soll ein Pop-up kommen für alle Viewers. Das ist wahrscheinlich wieder im Zusammenhang mit der Extension selber. Dann kann man Tobii Ghost natürlich komplett ein- und ausschalten, kann einen Hotkey dafür belegen. Wenn man das Preview einschaltet, dann sieht man tatsächlich selber, wo das Overlay gerade angezeigt wird, also entsprechend dort, wo ich hinschauen. Und diese Funktion ist auch tatsächlich nützlich, wenn man das erste Mal so einen Stream macht mit der Extension, damit man sieht, hey, die Extension zeigt dieses Overlay auch wirklich am richtigen Ort an und dann kann man es wie abgleichen mit dem Preview, das ich hier lokal habe und dem, das nachher auf dem Stream-Video dargestellt wird.
Wir können auch hier wieder verschiedene Profile machen. Wir können auch sagen, hey, das soll wie eine Heatmap sein, damit man kann sagen, hey, wo habe ich am häufigsten hingeschaut. Bubble und Solid. Ich glaube, das ist das, was ich am häufigsten gesehen habe. Man kann auch sagen, hey, Grösse soll ein bisschen anders sein. Responsiveness können wir mal schnell ein bisschen aufnehmen. Okay, dann je nachdem ist es dann halt schon sehr nervös. Wenn ich das Ganze abnehme, ist es ein bisschen smoother. Es ist alles ein bisschen glättet von den Bewegungen her. Nehmen wir das mal schnell in die Mitte. Trail, okay, das ist, macht Sinn. Nehmen wir hier wieder zurück. Und DK wäre, was haben wir jetzt nicht aktiv, bei der Heatmap, wie schnell soll es wieder verschwinden. Also je nachdem, was man gerade macht, was man gerade zeigen will, kann man hier noch die feinen Einstellungen vornehmen. Genau, man kann hier natürlich auch die Farbe wählen, in welcher Farbe soll das Overlay sein. Und man kann sagen, hey, es soll standardmäßig ausgeschaltet sein, wenn Viewers auf den Channel kommen, damit sie selber entscheiden können, ich will es eingeschaltet haben oder einfach normal ohne das Overlay. Und auch diese Funktion geht wieder Hand in Hand mit der Twitch Extension. Genau. Mein Fazit zum Tobii Eye Tracker 5. Sehr nützlich, wenn man die richtigen Spiele spielt. Und sonst, nice to have, aber man kann natürlich bei weitem nicht das ganze Potenzial ausnutzen von dem Gerät. Wie gesagt, die Simulationsspiele spielen, wie Euro Truck Simulator, Flight Simulator oder auch Star Citizen, überall, wo man irgendwie in einem Cockpit hockt und einen Joystick eigentlich als Bedienung hat oder ein Lenkrad und noch zusätzlich eine Steuerung haben, um mehr herumzuschauen, ohne dass man die Maus bedienen muss. Für diese Leute ist das echt ein nützliches Gerät. Was ich aber auch sehr geil finde, und das kann man auch außerhalb von Gaming benutzen, sind die ganzen Features, die auf Windows bezogen sind. Vor allem Windows Hello, dass das halt auch direkt integriert ist, finde ich echt nice. Und ich muss ganz ehrlich sagen, der Tobii Eye Tracker 4C, den ich habe, der Vorgänger, habe ich eigentlich nur noch gebraucht für Windows Hello. Weil ich halt sehr selten die entsprechenden Spiele spiele, wo man das wirklich brauchen kann. Was aber echt auch noch nice ist, ist die ganze Twitch-Integration und da muss ich wirklich häufiger mal noch ein bisschen ausprobieren. Ich habe halt wirklich immer so ein bisschen das Problem mit meinem super ultra-wide Monitor, den ich habe. Funktioniert es nicht immer so, wie ich will. Ich habe aber jetzt gerade vorhin gesehen, dass es tatsächlich eine neue Einstellung gibt, nämlich den Bereich eingrenzen in der Tobii Ghost Software, wo ich muss sagen, okay, ich glaube, das löst mein Problem. Also vielleicht brauche ich es tatsächlich jetzt häufiger auch mal on-Streams, aber dort muss man auch irgendwie eine gescheite Idee haben. Also man kann zum Beispiel irgendwie sagen, hey, ich schaue ein Video und die Viewers können schauen, wo schaut der Troy am häufigsten hin. So Sachen sind sicher lustig. Also kurz gefasst, der Tobii Eye Tracker 5 bietet geile Funktionen, sofern man die Funktionen auch brauchen kann. Die Installation ist super einfach und die Software ist sehr übersichtlich, also überhaupt nicht überladen. Und man findet die Funktionen immer direkt auch, wo man sucht. Genau. Ich hoffe, der heutige Troy's Tech Talk hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr habt etwas mitnehmen. Vielleicht hat es unter euch sogar Leute, die genau nach dem Ding gesucht haben, schon immer. Unkompliziertes Head- und Eye-Tracking. Und bis zum nächsten Mal. Bye bye.